Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Ja, die Shotgun sage ich, die Magnum-Munition lasse ich eigentlich an der ungern do im Aquaring liegen. Deswegen entscheide ich mich jetzt noch dafür, das in der Episode am Anfang noch fix noch zu holen. Und ich kletter nochmal, bevor ich in die Galerie gehe, der Aquaring nochmal runter und fisch mir nochmal die Munition da raus. Ja, ich sollte nicht so nah an deine Fenster vorbeigehen, merke ich. Sollte mir nochmal hier die Munition holen. Und eventuell, das soll ich nochmal in die Truhe vom Safe Room lecker. Ja, ich will nochmal runterkraxeln. Weil es so wunderschön in dem Aquaring war bei der Harakiri-Haie da unten. Alter Falter. So, nochmal hier. Ja, wenn man inventarmäßig ist wie ich, dann muss man mit sowas rechnen. Ich habe halt leider immer alles mögliche Zeug dabei. Einfach in der Hoffnung, dass ich es brauchen könnte. Ich bin ja mal gespannt, also bei Resident Evil 2 Remake, was 2019 erscheinen soll, haben sie das ja ein bisschen anders geregelt, dass man da dann auch ein paar Sachen findet, wie bei Resident Evil 7 sieht es dann aus vom Inventar, dass man nur sozusagen diese gexte Slots hat. Und man kann sich dann Bauchtasche und sowas im Spiel noch erwerben, dass das Inventar etwas größer wird. Jetzt bin ich ein bisschen zu weit auf der anderen Seite. Alter Falter. So, ja, neu positioniert. Perfekt. Jo. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf. Gerade weil das Resident Evil 2 Remake sehr viel gruseliger und stimmungsvoller sein soll. Sprich, man ist bei viel Dunkelheit unterwegs mit kaum Licht. Und das soll anscheinend richtig gut abgehen. Zumindest nach dem, was man in dem Trailer und so gesehen hat, im Gameplay-Trailer. Sah das sowohl für Leon Kennedy, den man spielen kann, als auch für Claire Redfield, die man noch spielen kann, sah das eigentlich ziemlich stimmungsvoll und ziemlich geil aus. Ich bin da unglaublich gespannt darauf, wie sie das realisieren während des Projekts, weil das, was ich bisher so gesehen habe, das war einfach nur absolut genial. Das hat mir tierisch gut gefallen. So, nachdem wir die Ferts danach geregelt haben, können wir danach gleich wirklich speichern. Weil ich habe mir das jetzt nochmal so durch den Kopf gehen lassen, nachdem ich jetzt nochmal kurz die Pause gemacht habe zwischen der Aufnahmen. Habe ich mir auch gedacht, also eigentlich hätte ich schon speichern sollen. Wenn mir jetzt irgendein Quatsch passiert, was ich den ganzen Käse wiederhole, und da habe ich null Bock drauf. Deswegen machen wir das jetzt gleich. So. Das möchte ich auf jeden Fall. Na. Gut. Hat uns jetzt auch nur 3,5 Minuten gekostet. Gut, Alter. Dann wieder Reite mit, wo es hingehört. Und mit 2 freie Slots machen wir uns weiter auf den Weg. Bin immer gespannt, was jetzt in der Galerie kommt. Ich hab da ein bisschen was im Gefühl, was in der Galerie kommt. Bin mir allerdings nicht mehr so sicher. Ich glaube, wir brauchen den Oschi. Weil ich glaube, dass Jorn wieder kommt. Die riesige Schlange. Ich glaube, mich doch noch daran zu erinnern, entweder beim Original von 1996 oder beim Let's Play, was ich damals zu dem HD-Remaster hier gesehen habe, dass hier in der Galerie dann die Schlange wieder in Auftritt hat. Die hat sich beim ersten Mal ja auch nur verzogen kurz. So, nochmal gucken, das war genau. Das war der Raum, den wir geöffnet haben. Ist nämlich noch grau dargestellt, aufgeschlossen, aber noch nicht gemeistert. Also nicht betreten. So rum. Nicht gemeistert. Was ein Quatsch. Okay, ja, die Galerie ist das rechts mit einer vielen Treppe. Mit Bibliothek und allem. Ich bin mir doch nicht mehr so sicher. Da ist auf jeden Fall Pistole, Munition, die nehmen wir.
Den nehmen wir sogar ganz hundertprozentig. Dann brauchen wir hier vorerst auch kein Kampfgewehr, sondern erstmal nur... Ey! Blöde Wefze. Scheißviecher, ich kann Wefze eh nicht ausstehen. Oh, jetzt sammeln die sich. Verriegelungsmechanismus war der. Ah, das war der da. Warte mal, das haben wir noch im Kopf. Ah, das waren die Zahlen dann da dafür. Das war rot, da weiß ich leider nicht mehr. Scheiße, da müsste ich dann nochmal nachgucken. Das habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher. Dann muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachgucken. Hey, lass mich in Frieden. Wo war dann das in der Residenz? Das war da entlang. Okay, das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Okay, das ist tatsächlich dann durch die Billardkugel mit einer Zahl verbunden. So rum war das. Das heißt, ich muss da lang. Und... Genau, hier nochmal durch die der. Alter Falter, irgendwann bricht was durch die scheiß Fenster. Ich sehe es noch, guck mal. So ein langer Gang kann in Resident Evil ja nicht existieren, ohne dass irgendeine Gefahr von draußen reinstürzt. Okay, jetzt noch einmal. Rechts rum muss ich dann, wenn ich da vorbei bin. Okay. Ja gut, so habe ich es natürlich nicht assoziiert. Ich habe das mit anderen Dingen assoziiert. Ich habe das jetzt mit der Wimpern in Verbindung gebracht, mit 320. Aber so funktioniert es natürlich nicht. Okay, nochmal. 3 Ach ist rot. 3 Wimpern ist rot. 2 Wimpern ist grün. Und keine Wimper ist orange. Siehst mir hin. 3, 6, 5. Mhm. Okay, 3, 6, 5 ist unser Code. So. Noch einmal. Ich wusste noch, dass so 5 drin vorkommt. 3, 6, 5. Aber es kommt 5 drin vor, ist nicht gerade besonders aussagekräftig. Gucken wir es nochmal so. Na, komm schon. Los. Alle hopp. Dann Nummer 3. So, nicht so nah an das Fenster. So, Galerie. Da gucken wir, dass wir den Raum als erstes mal aufgeschlossen kriegen. Und nochmal hier kurz reingucken. Ah ja, da kommen wir in so einen kleinen Raum da nur rein. Das ist ganz gut so. Wahrscheinlich so ein Abstellraum mit Zeug drin. Ja. 3, 6, 5. Ja. Oder 3, 5, 6. Ah. So. 3, 6, 5. Okay. Okay. Super. Ja, du lässt man natürlich in solche merkwürdige, kryptische Hinweise, lässt man natürlich dann das Zeug durchstehen. Warum auch nicht, ne? Okay, an der Wand steht geschrieben. 1 plus 3 ist 4, 4 plus 6 ist 10, 1 plus 6 ist 7, 10 plus 7 ist 17, 17 plus 3 ist 20. Oh je. Oh je, jetzt sind wir den Scheiß hier. Das ist um diese Chemikalie zu mischen, wo ich schon gesagt habe, für Pflanze 43 der Gar auszumachen. Leere Flasche. Ne, dafür haben wir erstmal nicht genug Platz im Inventar. Wir machen erstmal den anderen Käse. Und dann kümmern wir uns um Pflanze 43. So, das heißt, können wir hinten noch um die Ecke gehen. Gucken wir mal, was da noch ist. Laborgeräte, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Könnte ihr Experiment durchgeführt worden sein? Ey. Eine Leiche mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Die hält er bis fest. Insektenspray, ja. Das nehmen wir mal auf jeden Fall mit. Oh. Der Typ mit seinem aufgequollenen Gesicht sieht aber auch nicht gerade so toll aus. Moment. Da sind noch 2 Räume. Der ist auch noch abgeschlossen. Oh, ich werde dann auch irgendwas Besonderes. Der ist verschlossen. 003, ja. Moment. Das haben wir relativ zügig erledigt. Dann sind wir nämlich endlich mal die scheiß Viecher hier los in dem Gebiet. Dann müssen wir dort hier, wo wir ursprünglich die Karte von der Residenz gefunden haben.
Dort hier. Und verwenden hier... Moment, ich möchte gerade mal gucken von der Karte, wo das hier zeigt. Jawohl, das zeigt genau da hier, wo das blöde Nest hängt. Insektenspray verwenden wir sofort. Jawohl. Drecksviecher. Gut, dann sind auch die mutierte Viecher hier fort. Ja, das haben wir dann 8 Uhr mit aufgebraucht. Und können jetzt wieder dort hier. Okay. Ja, für die Chemikalien zu mischen brauche ich jede Menge freie Platz im Inventar. Jetzt dürften hier auch die ganze Biester in mir rumschwirren, ne? Okay, jetzt gucken wir uns den Gesichtrian hier nochmal an. Das sieht nämlich ganz besonders gut aus. Achtung. Ist das ein feinerler. Was haben wir dann hier noch, Licker? Nur rotes Kraut. Das brauche ich eigentlich nicht. Und da hinten ist noch irgendwas. Ah, Residenzschlüssel. Okay, perfekt. Der Beule-Gesichtrian. Lecker Schmecker. Dann gehen wir nach dort hier. Müssen da noch aufmachen, was den kleinen Raum mit Nebenraum. Können wir auch sofort wieder fortschmeißen. Dann gehen wir hier, wo so ein wunderschöner Nordpfeil ist. Oder so, wie man es auf jeder Karte halt sieht, ne? Farbband brauche ich jetzt nicht. Nö. Jetzt anscheinend nochmal in ein Badezimmer oder was rein. Schreibmaschine gibt es hier aber. Gibt es hier auch noch irgendwas Zombiges? Bild von einem Haus hoch über dem Wald. Herr Zombsenmann? Nö. Altmodisches, aber solides Bett. Ah, da brauche ich jetzt mal rotes Buch. Genau. Dann wird das nämlich hier wegbewegt. An der Wand befindet sich eine riesige Pflanze. Sie ist von einem Schwarm wütender Motten umgeben. Dichte Bäume versperren ihnen die Sicht. Ja genau, dafür brauche ich jetzt mal rotes Buch. Aber wir gucken vorher nochmal aufs Klo. Ich will nicht, dass man irgendwie, wenn ich das Rätsel löse, irgendein Zombie aus dem Scheißhaus in der Rücke fällt. Das muss nicht sein. Definitiv nicht. Okay. Regale sind voller diverser Seife und Kosmetika. Alle Produkte der Marke Umbrella. Oder Schmutzwasser. Natürlich ziehen wir das Stöpsel. Weil in dreckige Badewanne ist immer was Tolles drin. Da ist ja bis an der Badwanne. Huch, was ist denn das hier? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, aber wie komisch war dann die Perspektive? Ja, ich habe auch immer einen Dolch in der Badwanne mit dabei. Wurzeln von einer Art Riesepflanze ragen aus der Wand. Der Hahn am Waschbecken funktioniert anscheinend nicht. Ja, also ich glaube, ich habe in Erinnerung, ich muss dann die Chemikalie mixen und runter in der Aquaring. Pflanze 42 damit bestäube und dann ist das Vieh geschwächt. Das Regal steht voller roter Bücher, weißes Buch steht dazwischen. Ja, komm. Laborexperiment in organischer Chemie. Die Ähnlichkeiten in den Zelleigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyrannenvirus infiziert wurde, sind bereits an anderer Stelle dokumentiert. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanzen giftig ist. Wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben. Vijolt. Unseren Berechnungen zufolge sollte die Anwendung von Vijolt direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligem Absterben führen. Vijolt lässt sich durch die Mischung der Chemikalien VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit den UMB-Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßen Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Die Merkmale der einzelnen UMB-Chemikalien sind wie folgt. Das schreibe ich mir mal glatt auf, ihr liebe Leute. So, da muss ich mal kurz Platz schaffen hier neben. Aber ich habe hier auch noch irgendwo einen Zettel rumfliege. Und ich habe hier zufällig auch noch einen Stift rumfliege. Dann machen wir das doch direkt. Okay. UMB3 ist rot. Gelb 6 ist natürlich gelb. UMB Nummer 7. UMB 7 ist grün. Ich weiß nämlich nicht, ob ich da digital Zugriff drauf habe. UMB Nummer 10 ist
orange. Dann können wir nämlich mit dem Zeug was anfangen später. VP, also mit den Rechenteile, die da an der Wand standen. VP 017 ist gleich blau. Weil die Kneekopfstimme hier kriegt. Und Winold ist dunkelbraun. Na, lecker. Dunkelbraun. Ich habe einfach mal kackbraun geschrieben. So, alles klar. Beenden. Ich weiß gar nicht. Ah, wir haben doch bestimmt bei unserer Akte drauf Zugriff, oder? Ah, okay. Ja gut, da hätten wir es dann auch nochmal. Na gut, da war das jetzt eigentlich unnütz, dass ich das aufgeschrieben habe, aber ich kenne das noch so von früher, wenn man da was gehabt hat, dann Rätsel, das hat man sich immer aufgeschrieben, das Zeug. So, jetzt verwenden wir das hier. Eibände der Bücher scheinen eine Art Muster zu bilden. 2 Bücher Vertauscher. Ja. Okay, warte mal. Und zwar machen wir erstmal den Körper von deren nackischer. Der gehört durch, da fehlt noch ein Torsen dazwischen. Ja. Der Torsen tauschen wir mal gleich hier mit der Bücher, mit der Fies aus. Ja, wir wollen immer noch vertauschen. Da ihr Bä. Vertauschen wir mal da damit. Ja, dann haben wir es auch schon. Jo, perfekt. Da geht's jetzt weiter. Da kommen wir in die eigentliche Galerie jetzt. Aber ich glaube, da wartet ein Bossfight auf uns. Weißt du was? Wir machen zuerst Winold. Und dann gucken wir mal, ob wir da mit Pflanze 42 noch geschwächt kriegen. Weil ich weiß nicht, ob da jetzt Jorn auftaucht oder Pflanze 42. Da bin ich mir noch nicht mehr so sicher. Da kommen wir auch rein. Gucken wir gerade mal, ob wir das so öffnen können. Sie ist von der anderen Seite blockiert. Okay, du müssten wir sowieso durch die Anna der durchgehen. Okay, das heißt, wir schaffen jetzt erstmal Platz in unserem Inventar. Da machen wir das Mittel. Vergiften dort mit Pflanze 42 und dann lachen wir. Das war ganz kräftig. Okay. Das heißt erstmal wieder zurück zur Inventarbox. Ich kann jetzt nur noch in dieser Stimme reden. Ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwie verbinde ich das einfach mit so einem schmierlappischer Sesselfurzer Wissenschaftler, der hier irgendwo die ganze Zeit unter Tage eingesperrt ist und nichts anderes als so perverse Experimente macht und der dann eben nur noch so spricht. Ach, ich kann mir nicht helfen, mein Hirn macht ab und zu merkwürdige Assoziationen. Vielleicht finden das so witzig, vielleicht finden das aber einfach nur abartig nervig. Geben einfach mal Bescheid, was noch dazu Sachen. Okay, wir schmeißen erst einmal Kerosin und das hier fort. Dann haben wir, glaube ich, genug Platz. Ja, komm. Zur Not schmeißen wir unser Kampfgewehr auch noch hier kurz rein. Und dann gehen wir wieder zurück. Und ich glaube, in der Galerie kriegen wir dann entweder der Helmschlüssel, bin ich mir nicht so ganz sicher. Oder wir kriegen... Moment, was war das dann? Entweder der Helmschlüssel oder wir kriegen sonst noch irgendwas Tolles. Ich glaube aber, es muss der Helmschlüssel sein, weil es gibt dann noch sozusagen die Rückkehr in die Villa als Kapitel in Anführungszeichen, beziehungsweise als Spielabschnitt. Und dann können wir noch weitere Bereiche hier erkunden, die wir vorher halt ohne Helmschlüssel nicht konnten. Und dann geht's eigentlich ab im Spiel. So, da gehen wir hier wieder rein und basteln uns den Krusch zusammen. So, ich habe es jetzt an total aufgeschrieben, mein Zettel liegt neben mir. Also, an der Wand, 1 plus 3 ist 4. Ich glaube, 1 ist Wasser, ne? Wir nehmen jetzt einfach mal die ganze leere Gläser. Nitratsäure steht doch, glaube ich, drauf. Acid Nitric. Okay, warum nicht? So, wir nehmen das Zeug mal mit. Wir füllen das mal mit Wasser auf. Ja, genau. Wasser. Geil. 1 plus 3 ist 4. 3 ist der rote Kruscht, ne? UMB Nummer 3. Mhm. So. 1 plus 3 ist 4. Das ist jetzt violett, warum?
Und was dann? 4 plus 6 ist 10. Was ist 6? Das gelbe Zeug. So, genau. Gelbes Zeug ist die 6. Dann kombinieren wir das. Dann haben wir jetzt orangenes Zeug, die 10. Genau, das stimmt auch so überein mit der Beschreibung. Dann, genau, 4 plus 6 ist 10. 1 plus 6 ist 7. Das ist 1 wieder Wasser. Ja. 1 plus 6. 6 war das gelbe Zeug. Jo. So. 1 plus 6 ist 7. Das ist grüner Kruscht. Grüner Kruscht haben wir ja aber nicht aufgelistet. Wie ist das Zeug? Nummer 7. Okay. Dann müssen wir 10 plus 7. Das war jetzt die Nebenrechnung sozusagen. 10 plus 7 ist 17. Das kombinieren wir. Jetzt haben wir blaues Zeug. Das ist VP017. Und jetzt brauchen wir nur noch den Dreierwert. Das ist der rote Quatsch. Und genau, den rote Quatsch nehmen wir auch noch mit. Und dann kombinieren wir jetzt noch Dote mit. Und jetzt haben wir Wijolt. Ja, perfekt. Das machen wir am besten noch einmal. Ich bin mir nicht sicher, wie oft wir den Scheiß brauchen. Ich mache einfach noch einmal. So. 1 plus 3 war das, ne? Ist 4. So. Ich meine, besser 2 von dem Zeug haben wir als sonst nichts mehr, ne? So, genau. Desto haben wir jetzt noch. 4 plus 6. 6 war es gelber. Genau. Den gelben Scheiß kippen wir jetzt auch wieder rein. Da haben wir das orangene Zeug, die 10. Dann brauchen wir Wasser und 6 für das hier. So, ich glaube, mehr als 2 kriegen wir nicht hier. Sonst haben wir nämlich die nötige Behälter dafür. So, das Grün und das kommt da. Und dann noch das hier. Weil zwischenzeitlich braucht man ja 3 Gläser. So. Wijolt. Perfekt. Okay. Dann haben wir den Kruscht jetzt auch noch geregelt. Dann packe ich gerade wieder meinen Zettel fort, weil mehr braucht man jetzt Anime. Okay. Dann gucken wir jetzt noch einmal. Hat da noch ein bisschen was gelebt von dem Vieh? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber unter dem Aquaring war auf jeden Fall was um Pflanze 42. Können wir das da drauf anwenden? Schauen wir doch mal. Nee, brauchen sie jetzt nicht. Na gut. Huch, Alter. Er hat mal ein bisschen zu komisch am Joystick gedreht und schon fliegt hier die ganze Scheiße um die Ohren. Probieren wir es nochmal hier im Bad. Und ansonsten überziehe ich heute ein bisschen mehr als 25 Minuten, indem ich dann noch Pflanze 42 ohne vergift. Nee, brauchen wir hier auch nicht. Geht anscheinend nur bei ihrem lebenden Gewebe. Na gut. Okay. Dann zurück. Und ich würde sagen, ich lege dann heute noch, es ist erst 2 Uhr, ich lege dann noch eine 4. Episode ein. Wenn es heute so gut läuft, dann könnte ich bei dem Aufnahmetag mit meiner 4 Episode tatsächlich ja die ganze Residenz schon abhaken. Das wäre halt echt geil. Der Innenhof, schauen wir dann mal, ob wir den noch gebacken kriegen. Moment, nee, da muss ich an der Strom gehen, genau. Da muss ich rum. Hoppala. Ja, 24 Minuten und um die 10 Sekunden dürften wir es jetzt haben. Wie gesagt, heute überziehe ich einfach mal ein bisschen. Hätte ich das gewusst, dass ich da jetzt nochmal zurückgehe. Ah, Mist. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, um ehrlich zu sein, dass ich das Wijolt tatsächlich herstellen kann. Oh, Entschuldigung, Wijolt natürlich richtig hinkrieg. Deswegen, ja. Ich habe das noch einmal beim Walkthrough, beziehungsweise bei so einem Let's Play dazu gesehen. Und die Person, die das dort damals Let's Played hat, ich weiß es schon gar nicht mehr, wer das war. Das war halt Without Commentary. Und du wurdest einfach so ruckzuck gemacht. Und ich habe gedacht, huch, wie hat er das jetzt hingekriegt? Aber wenn man sich natürlich das ganze Zeug durchliest, hat man natürlich so absolut idiotensichere A-Leitung für das Gedöns.
So, warte mal, halte mal eine Gaula. War das dann... Genau, das war diese innere Kammer. Also gehen wir jetzt mal hier durch. Was ist das überhaupt? Moment. Ja, wir müssen hier tatsächlich nochmal durchgehen. Und in den Raum. Wenn ich mich recht entsinne. Aber wir wollen ja Pflanze 43 natürlich so arg schade, wie wir nur können. Ja, okay, dann müssen wir jetzt halt immer nochmal rum. Wir wollen das Vio schon so stark schwäche, wie es nur irgendwie geht. Ja, da war der große Hai. Ah, nee, da war ja nur das hier. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich noch ein Stockwerk höher. Wenn man natürlich das Gedächtnis von einer Fliege hat, dann kann man sich so einen Quatsch an mir einprägen. Oh Mann. Na gut. Aber ich habe ja auch in die Videobeschreibung reingepackt, dass es zwischen 20 und 30 Minuten jeweils immer geht. 25 Minuten hat sich jetzt bei mir etwas so festgependelt mittlerweile. Aber ist ja alles kein Thema. Wir können ja auch auf 30 Minuten machen. Ist alles noch im Rahmen. Boah, Entschuldigung. Eben habe ich gerade kurz einen Schlickser, einen Schluck auf verhindern müssen. Das hätte sich so sehr hässlich angehört gleich. So, oder? Ach, ich finde es gut, dass wir in einem Gebiet sind, wo nicht so viele Zombies durch die Gegend latschen. Und wenn, dann hätten sie immer so kleine Grusel, teils Schockeffekte. So, das ist jetzt aber der Raum, wo Pflanze 42 wuchert. Oder 43? Ich krieg's nie hier. So. Okay, der ist für dich. Scheißvieh. Gut. Damit habe ich das Biest schon mal ordentlich geschwächt. Die Flasche brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr. Natürlich. Oh. Okay. Ja gut, ich habe gedacht, ich bräuchte das Zeug eventuell nochmal an einer anderen Stelle. Aber, na gut. Auf der anderen Seite, jetzt wo das Biest weg ist, gucke ich mich jetzt an. Und jetzt habe ich total versäumt, auf dem Boden noch zu gucken, vor lauter Räuspern und ja, aber besser das Zeug dabei habe und es nicht brauche als andersrum. So, ja, nach wie vor nichts. Also die Wurzeln sind anscheinend abgestorben von dem Ding. Nicht nur, dass es keine Nährstoffe mehr hat. Jetzt sind die Wurzeln abgestorben. Das heißt, das Biest ist tatsächlich in einem sehr geschwächten Zustand. Das lobe ich mir natürlich. Und dann machen wir es doch wie folgt. Wir gehen nochmal zurück zum Safe Room. Und speichern und dann war es das auch für heute. Dann können wir auch wieder unseren Kruscht mitnehmen, unseren Großen. Das heißt, wir nehmen mal wieder Feuerzeug und Kerosin mit. Wir nehmen wieder die Shotgun, wobei die Shotgun... Ich würde eigentlich sogar dazu tendieren, jetzt, wenn wir gegen Pflanze 42 oder gegen Jorn nochmal kämpfen, dass wir sogar die Magnum mitnehmen. Weil für die Magnum haben wir ja auch noch 6 Patronen in der Rückhand. Egal, ob das jetzt Pflanze 42 oder Jorn ist. Wir brauchen auf jeden Fall gute Durchschlagkraft. Damit man das Biest auch ziemlich schnell erledigt kriegen, egal was das jetzt für ein Bossfight ist. Deswegen, ich tendiere dazu. Die ganze anderen Questgegenstände und so, die haben wir ja jetzt eigentlich alle verboten. Und die Rätselgegenstände genauso. Das heißt, der Weg ist jetzt offen. Wir dürften dann in dem Kampf noch der Helmschlüssel in unseren Besitz bringen. Und dann geht es ja auch wieder zurück zu Spencer Mansion. Wir brauchen aber auf jeden Fall auch noch eine Batterie für draußen, von Aufzug im Innenhof. Nur, dass ich das auch nicht vergesse. Dass wir auch noch so Batterienotstand haben. Nur so im Hinterkopf behalte. Ich hoffe, das kann ich noch am heutigen Aufnahmetag mir noch alles merken.
So, in die Galerie gehen wir noch nicht. Wir gehen natürlich erstmal wieder das saumäßig gruselige Fenstergang entlang, wo immer wieder drohen könnte, dass irgendein Zombie-Vieh, Krähe, Hunde, Hornisse, sonst irgendwas hier durchwuchert. Durchwuchert vor allem, durchbricht. Gott, doch mal. Yankee, Aussprache. Vokabular. Okay, ich finde es auch cool, wie hier die Holzmaserungen zu sehen sind. Das spricht auf jeden Fall auch für eine sehr qualitätsvolle Tür. Ach ja. So, wo halt auch gutes Holz dafür verwendet wurde. Also, wir nehmen mal wieder mit. Kruscht. 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 Und sicher ist sicher. Gut. Endslot haben wir dann frei für einen Gegenstand, den wir dann dort kriegen. Und wenn wir die Magnum ganz verpulvern, dann haben wir ja auch noch die Munition aufgebraucht. So, Abstellraum in der Residenz. 13. Speicherpunkt, weil Yankee ein Feigling ist. Und so oft abspeichert. Okay. Jetzt sind wir bei 31 Minuten schon. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, wir sehen uns dann nach übermorgen wieder, nachdem wir heute ein bisschen länger gemacht haben. Michael, dir wird es wahrscheinlich gut passen, dass ich heute ein bisschen länger gemacht habe. Sag dir mal, es wäre zu kurz. Also, wir sehen uns dann übermorgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Also, machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Eiern Yankee.